Moin, ich bin Straßburg aus dem Europaparlament. Schönen guten Morgen, Herr Görenz. Wir hatten das Woche die erste Plenärsession seit der politischen Rentrée. Wie gewünscht steht die Session ganz am Zeichen von der State of the Union redet, wo ja bekanntlicherweise die Kommissionspräsidentin die Herausforderungen, die auf die EU abwirken, aufhirft. Herr Görenz, kann ich behaupten, dass Ursula von der Leyen klare Lösungen proposiert hat und hierarchiert? Kann ich behaupten, dass sie eine klare Problembeschreibung gemacht hat, vieles abgezählt hat, was auch gemacht ging, das was ich auch rechnen. Aber auf einer Partie ganz wesentliche Punkte, da hat sie keine Lösungsausschläge gesagt. Sie hat just gesagt, ein Problem ist zum Beispiel, was nicht Agissement geschwärzt, und ja, was so wie man könnte eine Europäische Union zu 35 funktionieren den. Wir wissen, dass das Funktionament von der Europäischen Union aufgrund von der Vertragslage, so wie wir es nur kennen, keine Garantie mehr gibt, dass man auch keine Rechtsstaatlichkeit garantieren. Das ist für mich von den allergrößten Problemen, geschweige denn, wenn man zu 7, 8 Ländern oder Memberstaaten mehr sind. Über Afrika hat sie gesagt, wir dürfen eine neue Strategie machen. Ich kann mich erinnern, dass ich an den letzten Monat selber ein paar Mal a Präsenz von ihrem sogenannten Außenminister gesagt hat, dass wir unbedingt in Afrika ein Gefühl geben, das von Europäern verstanden gehen. Dass wir zum Beispiel den Sitz am UNO-Sicherheitsrat gehen an 2 Permanenten. Das ist nicht normal, dass ein Kontinent mit weit über 1 Milliarde Leuten nicht repräsentiert ist. Das ist an der Wand geschlagen von ihrem Vizepräsidenten, der zuständig ist für die Außenpolitik. Ich muss sagen, dass ich da auch je reste sur ma faim. Und dann natürlich so die Bauern ganz schön geschwärzt. Und die auch nehmen eine Undeutung von Lösungen für die Probleme, die sie haben, an die zu einem ganz großen Teil nicht von der Kommission konnte verändert werden. Ich denke zum Beispiel an den katastrophalen Verfall von den Preisen bei den Kehren, die sind auch noch ein gedoppt gehen, die Verfallersneiche gedoppt gehen von massiven Importen aus der Ukraine, die nicht gedurcht wären, für importiert zu gehen, aber die just gedurcht wären, für durch die Europäische Union zu transitieren. Auch am Platz, dass sie auf Ostseehäfen verschifft wurden, für an Entwicklungsländer zu gehen, wo die Waren blutnötig gebraucht wurden, sind sie auf der Platz, und haben Braderie auf die Preise gemäht. Das geht nicht. Also, wenn in der bauerischen Schweiz muss ich auch sagen, du hast ein Problem, für den als Kommission selber mit responsabel, so hat du sozusagen nicht gemäht. Also, für mich ist das aber eine Gerät, die nach Münch vor und ablässt. Scheren du eine gewisse Kritik raus, du stellt sich mir froh, wie ein Nutz gegen die der aktuellen Kommission gehen. Schließlich sind an einem Main zur Europawahl. Wir werden sicher auf das Thema zurückkommen, wo wir eine Analyse machen. Aber wie gegen die Kommission also ich weiß, dass das den Leuten nicht gefällt. Ich habe schon an meiner ersten Stellungnahme gesagt, dass da wir ein Wahlkampf gewesen für 2024 ihre Mandat verlängert zu kriegen. Madame von der Leyen, dadurch, dass sie eine ganze Partie Regierungen verschont hat, angefangen bei Ungarn an Polen, wollte sie nicht mit denen verlieren. Das lässt mich unholen, dass sie Welt da Bella Figura machen, für ihn können auch denen ihre Support zu kriegen. Sie brauchen ja aber eine kritische Masse von Memberstaaten von der Europäischen Union, für an ihrem Amt können, weiter zu bestehen. Ich persönlich hatte am nächsten, wir hatten eine Kommission, die auf einem Mandat von 5 Jahren begrenzt lief. Dann können den hier auch nicht so sagen an der Stelle, wie das, was ich noch mache. Es ist schon nicht ein totaler Beweis dafür, meine Vermutung ist ganz groß, dass sie alles erholt hat, für nicht bei irgendeinem unzuerkennen. Und dafür die Problembeschreibung, die äußerst vag war über die Rechtsstaatlichkeit, das tut bei mir aber ein Gefühl von einer relativen Enttäuschung an der Welt. Ja, es wird ja auch ganz klar nicht die 2 Länder benannt, die am Anfang da habt, wie sehr sie Genau. Und das ist natürlich problematisch. Herr Görenz, ja, ich meine, es ist eine Zeit, dass ich am River, wie immer so nicht, vielmals merci für Ihren Ableg an die europäische Politik. Und am Oktober sind wir uns nach ein Karim genau auf dieser Platz. Aber ich so wünsche ich alles Gute. Adi. Au revoir.